Geschichten uit onze Geschichte Nummer 6. Ditmal nach Meier von was an einem mennonitischen Dorf in Chihuahua an einem Verlafnistag passiert. Und dann wurde davon, was der Brütlied no ihrem Verlafnisfast durch ihre sogenannte Brütliedswerk damals deuten auf eine mennonitische Siedlung in Chihuahua. Ich erinnere mich noch gut, dass ich und meine jüngere Geschwister, als ich 1940 ein 12 Jahre jung war, wenigstens zweimal bei Cornelius J. Martens auf Verlafnisse zu Ohenkost sein können, weil es unsere Eltern da auch waren. Einmal im Februar und einmal im Juli. Cornelius J. Martens, ihre älteste beiden Mädchen, befrieden sich beinahe 5 Monate im Jahr 1940. Und ich weiß noch, dass wir 12 und 13 Jahre Jungs noch nicht mit der Jugendtaub an der Stove sein dürfen, wo die Jugend ihr Ovenverlafnis hält. Und da habe ich auch das sogenannte Kostleitsong. Aber wir kickten von Büten durch die Fenster an und hierden, wo die Jugend der Brütli dort Kostleit mit großer Begeisterung versung. Und wir sagen durch die Fenster, wo viele Jugendliche dabei auf den Bänken standen, um das besser zu sein zu kriegen, wann die Brütli sich küssen wurden, so schwind aus der Wied an dem Kostleit an dort abforderten. Jungs an meinem Alter haben das von Büten durch die Fenster ateljemal alle mit großem Interesse beobachtet auf der Ovenverlafnisse in Blumenort. Jugend und Kinder, groß und klein, wollen dort alle hören, wann dort Kostleid gesungen wird, und wollen dort, wann dort Abend möglich wäre, auch tau sein, wann die Brütli sich küssten. Das wäre für die Jugend immer der Höchpunkt vom Verlafnis. In scheinbar hat dort Kostleid bei 1940 immer am Frieden gesungen worden können, ab Ovenverlafnisse, nicht mal in Blumenort, aber auch an einige andere mennonitische Dörfer in Mexiko. Aber dann, vielleicht fängt dort all am Herbst 1940 an, aber so als ich dort beholen habe, dann wird die Jugend in Blumenort dort Kostleid ab Ovenverlafnisse zu singen, von 1941 an von den Voders im Dorf ganz aufgesagt, weil es der Älteste und einige andere uns dort aufgesagt haben wollen. Ich erinnere mich noch klar daran, wo dort 1941 bei unseren Nobers, bei Abraham Janssens, ab dem Ovenverlafnis sehr heit herging. Die Blumenursche Jugend und auch die Blumentolsche Jugend wussten all vor diesem Verlafnis, dass die Blumenursche Voders an mal dort Kostleid zu singen, streng verbieten wollen. Abraham Janssens, ihre älteste 2 Mädchen, befrieden sich 1941 beinahe 7 Monate. Weil es der Brigam von Blumenthal war, kamen auch viele Jungs von dort zu diesem Ovenverlafnis. Wie die Jungs an meinem Alter möchten auch all, dass es auf diesem Ovenverlafnis was Großes geben kann. Aber wir waren noch zu jung, um den Mann sein zu dürfen. Und als der Abend anfang und sehr viele große Jungs sich bei unseren Obers versammelten, dann vertrauten wir uns noch nicht einmal von dichtbei zu beobachten, was da passieren wird. Aber wir beobachten, als das Ovenverlafnis anfangen soll, alles geht von dem Bett wieder auf. Und dabei wird uns das bald sehr klar, dass die vielen Voders, die dort mal gekommen wären, sich entschieden vorgenommen haben, die Jugend mal nicht das Kostleid singen zu lassen. Und auch dass die Jungs hatten sich vorgenommen, dass sie das Lied doch singen würden. Und als der Kampf zwischen den Jungs und den Voders anfängt, dann wird wie 13, 14 Jahre Jungs uns all sicher nicht von dichtbei zu beobachten, was dort an diesem Abend alle geben wird. Und als das erst sehr heit war zwischen Jungs und Voders, dann verschwang wie junge Jungs all lieber ganz. Die meisten von uns gingen dann all lieber nach Haus. Dann wir wussten ganz sicher, wenn wir durch ein Kleinbeet zu dichtbei, die sehr abgereihte Voders kommen würden, dann wären wir entschieden noch im Trouble. Dann wurden unsere Voders uns streng beiden Fuß nach Haus zu gehen. Dann es ging da sehr heit her zwischen den Voders und den großen Jungs. Und des Abend
de grote Konflikt tussen de jongens en de vaders in eingenomen had, had deze ganze zaak de Jugend, besonders de jongens, zeer aangeoeierd. Viele jongens werden van ihre eigenen vaders en van andere oompjes zeer streng behandeld worden, en die werden sogar physisch bestraft worden. En dat had veel en grote betternissen met zich gebracht. En van diesem Abend an, wanneer het mal wieder een verlafnis geven soll an unserem Dorp, dann besorgten einige jongens veel Schnaps, en viele von ihnen kämen gut angedrunken zum Abendverlafnis, am Herzen zu haben, wann die Vaders weiter verseken wurden, an das Kostlied zu singen, oder vielleicht sogar ein Abendverlafnis zu haben, aufzusagen oder zu verdorben. Aber bald wollen Brütli das Kostlied gar nicht mehr gesungen haben ab ihrem Abendverlafnis. Dann an Wort von der Oms gesagt, dort, wenn sie sich das Lied versingen lassen würden, dann würden sie an nicht trühen, würden an nicht an ihre Ehe bestätigen. Ja, das scheinbar da, dort, wenn ein Brütpaar sich hat, das Kostlied versingen gelassen, ab ihrem Abendverlafnis, dann mussten sie die Oms erst an Verzeihung beten, ehe sie getrüht oder an ihrer Ehe bestätigt werden können. Diese strenge Handlung von den Oms, der hat damals nicht mal die Junges, aber auch manchen Vater noch sehr angezeugt. Als bei Jakob I. Wahlen an Blumenort im August 1941 verlafnis war, dann sang die Jugend dat Brütpaar doch noch war dat Kostlied fair ab ihrem Abendverlafnis. Scheinbar wohl Onkel Wahl nicht war da so einen großen Abruhr merken mag die Jugend. Dann hij leidt an ihrem Heim ein Fredeljet Abendverlafnis haben und sie dann dort auch nicht auf, dabei dat Kostlied zu singen. Aber wills dit Brütpaar sich hat dat Kostlied versingen gelassen, hatten sie an dem Sonntag zu Mariens, als sie Kast haben wollen, und all in die Kirche an dat Stofje hineingekommen wären, große Schwierigkeiten. Die Oms stellten dit Brütpaar dort zur Rede und sehten an, je wussten dort, wenn ein Brütpaar sich dat Kostlied versingen lassen würde, dann würden sie die Oms dafür erst matten um Verzeihung beten, ehe die an ihre Ehe bestätigen würden. Ich habe keinmal kreid erfahren, was an diesem Kirchenstofje in Nienburg an diesem Sonntagmorgen zwischen das Brütpaar und die Oms aller durchgeredet worden ist. Ich weiß bloß, dass die Versammlung in der Kirche all so ein bisschen anruhig wird, wie es das so lang geht, bis die Brütlied in die Kirche hineinkommen. Aber als die Brütlied die Oms um Verzeihung gefragt hatten und alles durchgeredet worden wäre, dann kamen sie doch endlich in die Kirche hinein. Aber nachher haben diese jung befriedete Lied gesagt, wir in den großen Abruhr im Kirchenstofje, wie während unserer Ehebestätigung noch so abgerecht, dass wir gar nicht recht unsere Gedanken dabei holen können. Als die Jakob I. Wahl Familie an diesem Sonntag von der Kirche nach Hause gekommen war und ihre junge Lied verteilt hatten, woran das so lange gedauert hat, bis Oms und Brütlied in die Kirche hineingekommen wären, und wo streng die Oms an vergenommen hatten, während sich das Kostlied versingen lassen, dann hat Onkel Wahl ein Wort von seiner Familie zu seiner jungen Lied gesagt, jü und jüne Ehe bestätigen, dort hat sicherlich auch noch ein uitwärtiger Prediger getan. Und dort meint ein anderer Wirt, ich würde in dieser Sache nicht, so es dort in einem einfachen Plattdeutsch gesagt wird, aufgebracht haben. Ich habe, ehe ich diese Geschichte verteilt, nach Wahlenkänger gefragt, ob ich das verteilen darf. Und sie sagten ja. Das Kostlied ab Abendverlafnisse singen, so streng zu verbieten, das hat damals sehr viel Euernis, Bitternis und Verwirrung verursacht, nicht nur manch die Jugend, aber auch bei vielen Eltern. Was deed ein Brütpaar nach ihrem Verlafnistag? Am Sonntag nach dem Verlafnis ging der Bräutigam seine Brüd vor zu morgens von ihrem Heim aufholen und ging dann mit ihr Taub nach der Kirche. Das heißt, wenn an ihrem Dorf eine Kirche wäre. Und wenn noch nicht eine Kirche wäre,
dann fuhr der Brigam seine Brut von ihrem Heim aufholen und dann fuhr das Brutpaar naar de Kirche in ihrem Noberdarp, wo die Brutlied, zoals wir dort nannten, an diesem Sonntagmorgen abgeboten worden sollen. Für die meeste Brutlied wird dit das erste Mal, dass sie beide allein mit einem Pferd und Buggy fuhren. Die Brutlied gingen, wenn sie bei der Kirche gekommen wären, in das Stäfje, oder Stofje, in dem Kirchengebiet nennen, wo ein Kreuzklick ja ein Eberlicht von dem Prediger und Versänger-Stäfje. Da binnen sollten sie, bei der Versänger in die Kirche hineingingen, und wenn die Sänger hineingingen, dann ging das Brutpaar Fuß hinger an in die Kirche hinein, die Brut vorab und der Brigam hinger seine Brut. Sie gingen bei den Gang zwischen den Männern und frühen Sieden, und die Brut sah sich an der frühen Seite auf dem Gang eng von einer Bank an, und der Brigam auf dem eng von der Bank klickt ja in Eva an der Männer sieht. Wenn der Oom mit seiner Predigt am Ende gekommen war, dann möchte die Brutlied ihre Namens bekannt und seht, das Brutpaar will am nächsten Sonntag getrüht worden oder in ihre Ehe bestätigt worden. Und sie dann, wenn da wer erst, der noch was Geld jetzt vergeben hat, wo wer in das Brutpaar nicht soll an ihre Ehe bestätigt worden, dann soll er dort eine Zeit dauern. Das nannt wie abgeboten worden. Und wenn die Versammlung dann dort Schlusslied sang, dann ging das Brutpaar zu der eng der uit die Kirche raus und ging oder fuhr dann nur dem Brigam seine Eltern zum Mittag. Dort spazierten sie den ganzen Nachmittag. Zu abends gingen sie meistens noch wem von ihren Gesellschaftsschwestern oder Gesellschaftsbrüdern, dort halt verlebte jugendliche Paaren besuchen. Am Ende von diesem Sonntagabend ging oder fuhr der Brigam mit seiner Bruttaub erst bei ihrer Heimat, brachte er bei Tüs, nahm Abschied von ihr und ging oder fuhr träg nach seinem Tüs, wo noch an seine Eltern heim war. Wie, die wir lang in Kanada wohnen, wir sind dort all gewandt geworden, dort unsere Kinder, wenn die sich befreien wollen, mit Antaub keine Verlaufnisfaste feiern. Wir feiern durch jeden mit Antaub ihren Chastungstag. Und wir stellen für unsere Kinder, dortheit vor einem verleibten Paar all vor ihrem Chastungstag die sogenannten Showers an, wenn das bekannt geworden ist, dass die sich befreien wollen. Und wenn ihre Verwandte und Freunde zu den Showers kommen, dann bringen die dem verleibten Paar ihre Poltergeschenke. Andere Verwandte und Freunde bringen dem Brutpaar diese, wenn sie zu ihrer Chast kommen. Aber bei uns in Mexiko schafft das Poltergeschenke geben, wenigstens an unserer Zeit ganz anders. Dort kriegen die Brütli diese Geschenke an ihre Brütli-Zweck, wenn sie ihre Freunde und Verwandte besuchen kommen. Und an diese sogenannte Brütli-Zweck fuhr ein Brutpaar von Montag zu morgens an, wenigstens für 3 oder 4 Tage bei ihren Tantes und Onkels und anderen Dörfern spazieren. Und so abends spazierten sie meistens bei ihren Onkels und Tantes am Dorf. Oder auch bei ihren Freunden, bei Gesellschaftsschwestern und Brüdern. Und dann wurden die Poltergeschenke von ihren Freunden und Verwandten meistens dann gegeben, wenn sie aus Brütlied spazierten. Das Brutpaar musste an ihre Brütlidzweck auch nach dem Prediger fahren oder gehen, wo er am kommenden Sonntagmorgen in ihre Kirche, das heißt in der Kirche, wo sie in ihre Ehe bestätigt worden wollen, predigen soll. Sie mussten diesem Prediger persönlich und offiziell fragen, ob er wirklich wir an der nur der Andacht abzutrühen oder in ihrer Ehe zu bestätigen. In unserem Fall wird das Prediger meine Brut, ihr Onkel, Franz Dick in Rheinland. Diese Onkel und Tante besucht wir als Sonne und früher dann bei dieser Gelegenheit, ob er wirklich wir die Trauhandlung am kommenden Sonntag in der Nienburgkirche für uns zu haben. Manchmal wären mehr als ein Brutpaar in der Kirche, wenn der Prediger die Trauhandlung zu gleicher Zeit holen muss. Auch an dem Sonntag, als unsere Trauhandlung in der Nienburgkirche war, wird noch ein zweites Brutpaar, und in der Ehe bestätigt wird. Und dort wären Peter Reimers Cornelius und Peter Neufels Elena
Bad von Nienburg. An dem Sonntagmorgen, wann das Brüdpaar ihre sogenannte Kast senden soll, wenn sie ihren Ehebund schließen wollen oder wenn der Ohm an ihre Ehe bestätigen will, dann ging das Paar weiter an das Kirchenstofje, dem Versänger und Ohmsstofje jeden übersetzen, was die Sänger an die Kirchen angingen und gingen auch weiter hängen die Sänger an die Kirchen an. Aber das Mal sahen die Brüdlied sich taub, das heißt aneinander für die Kirchenkanzel ob die Verein registrierte Stelle haben. Und da saßen sie durch die ganze Andachtszeit. Und wenn die Sonntagmorgen Gottesdienst aufgeschlossen worden wäre, dann fängt das Brüdpaar oder für die Brüdpaaren ihre Kast oder die sogenannte Treuhandlung an. Der Prediger trug eine kurze Predigt vor, wo das Brüdpaar oder die Brüdpaaren darüber belehrt, was ihre gegenseitige Verpflichtungen sein würden an ihrem Eheleben. Und dann stellt er die Brüd in den Bräutigam bei der Frau, ob sie daraufhin freiwillig an ihrer Ehe bestätigt werden wollen. Und wenn sie beide ihr Ja-Wort dort gegeben haben, dann fragt der Prediger, ob da noch wer was Geld jetzt fertig geben hat, wo wer in das Brüdpaar nicht in dem Ehestand treten soll. Und wenn während einem karten Schwiegen keiner was zu jenen gesagt hat, dann wird das Brüdpaar ab ihrem Wunsch von dem Prediger in ihrer Ehe bestätigt. Nach dieser Treuhandlung singt die Versammlung noch ein Lied, meistens Lied Nummer 721 in dem alten Kirchengesangbuch. Geschlossen ist der Ehebund vor dir, o Herr, mit Herz und Mund. Und wenn 2 oder 3 Versen gesungen worden wären, dann standen die jungbefriedete Lied ab und gingen noch weiter durch den Eng, der uit die Kirche rüht. Hier moet we voor dit mal weiter aufbrechen. Nächstes Mal noch ein Kleinbit von was mit einem verleibten Paar kurz nach ihrer Kast passiert in unsere Kinder- und Jugendjahren. Und dann von wo damals für ein anderes Gastgebot für ein Begräbnis gemerkt wird und wo dort geführt wird. Aber nächstes Mal.